Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und mir ist noch aufgefallen, in dem Gelnika-Wrack haben wir was Wichtiges vergessen. Deswegen mag ich dort nochmal hingehen. Und in der Episode mag ich mal auf Beschwörungsmateria-Jagd gehen. Sollen wir los? Ah, jo. Okay, jetzt sind wir in Rocket Town. Ich weiß, wir sollen eigentlich zum Cosmo Canyon gehen. Aber jetzt mag ich erst nochmal zum U-Boot gehen. Und mag von dort aus noch einmal zum Gelnika-Wrack gehen, weil da habe ich definitiv was verpasst. Und es wäre sehr schade, wenn wir das nicht hätten. So, jetzt gehen wir nochmal dort hier in die Richtung, wo wir hier wollen. Das ist da Gen Costa del Sol. Und dann würde ich auch nochmal ganz gern beim Bone Village auf Tauchgang gehen, weil dort noch was ist, was wir nicht verpassen sollten. So, Moment, da ist Costa del Sol. Da müssen wir auf Tauchgang gehen. So. Diese wunderschöne Unterwassermucke. Oh. Oh, scheiße. Da ist Emerald Weapon. Uns bleibt nichts anderes übrig. Jawohl, es ist wieder weg. So könnt ihr Emerald Weapon definitiv mal euch von der Pelle halten, wenn ihr noch nicht stark genug seid. Und das seid ihr zu dem Zeitpunkt definitiv noch nicht. So, Moment, wie war das dann nochmal mit Ruf und Runner? Ah ja, so war das. Genau. So, da will ich hier zum Gelnika-Wrack. Weil hier habe ich verpasst, da ist noch ein Eingang. Zu dem muss ich definitiv noch rein. Das heißt, wir speichern hier erstmal ab, wenn uns die Knabe wieder auf die Pelle rücken. Das ist nie so schön. Bam, bam, bam. Gang. So, da wollen wir rein. Da gibt es nämlich noch ein paar Sachen. Was ist denn das hier? Das muss eine Art Forschungsstelle sein. Hier ist auch ein Marco-Generator. Ja, hier ist es ja leid. Und hier haben wir was. Und zwar Mega-Elixier. Da hinten haben wir auch noch was gesehen. Over rechts. Und zwar so lustige Lilani-Materia. Und was ist hier noch drin? Gleitwache. Was ist Gleitwache? Gleitwache ist ein Herrenamulett, was Blitz, Erde, Wasser und Gift neutralisiert. Hat 6 Materia-Slots. Und ja, für Cloud würde ich es jetzt nicht machen, aber für Barret wäre das definitiv nicht schlecht. Dann hat, wobei, nee, das hat auch schlechtere Werte. Kaisergarde hat Sid derzeit. Nee, dann muss es wohl doch für Cloud herhalten. Zauberabwehr um 2 verringern, das können wir definitiv. Noch Verkrafter, absorbiert halber Schaden, ja, das ist Quark in dem Fall. Das neutralisiert so komplett. So, jetzt haben wir für Cloud also noch was Nettes gekriegt. Dann können wir hier weiter runtergehen. Und jetzt kommen wieder so ein paar grieve Gesichter als Gegner. Und zwar, das Mistvieh wieder, das Unbekannt 2. Dich mache ich fertig, du Mistkerl. Anormaler Atem. Und der Herzelatem, der macht dem Sid nix. Weil der Sid immun gegen so kruscht ist. So, dich zünd ich an, du Mistvieh. Tentakel. Volk macht das Mistvieh platt. Und Barret hart ruft das gerade so kracht. Sprungattacke. Und zack. Wotz. Fragezeichennadel. Macht nix. Fragezeichennadel. Und? Nein! Hör auf! Du elendes Mistvieh. Cloud rufen wir wieder zurück ins Lever. Ah, du Scheißvieh! Dreckiger Babsack! Ist was egal. Wir machen noch eine Phönixfeder drauf. Sid ist wieder beim Limit. Barret attackiert. Und Sid, du machst jetzt... Okay, sehr gut. Wurde gar nicht gebraucht. Ah, ich hasse die Gegner hier, die sind sackenstark. Odin hat nochmal Level gekriegt und Sid ist auch nochmal Level aufgestiegen. Das lobe ich mir doch. Jetzt machen wir aber erstmal eine Heilung. Auf euch zwei, ihr könnt es vertragen.
Und da hinten geht es noch zu einer Materia. Und zwar Multi-Angriff. Das ist ein unglaublich geiles Ding. Das wollte ich nicht verpassen. Ich gucke gerade, was ich da dann eventuell noch dafür opfern kann. Warmut, Asteroid, das würde ich auch gern opfern. Hitze, Wurf, Manipulation kann ich opfern dafür. Und wo ist es dann? Muss da irgendwo over sein. Mal gucken. Zusatzwirkung, MP Turbo, Umnebelung. Ja, es muss da irgendwo dabei sein. Multi-Angriff. Ist es dann nicht dabei? Feintechnik, Zauber Plus. Versiegelung, Verwandlung, Shiva, Morph, MP Absorption, Analyse, Schluss, Umnebelung, Multi-Angriff. Da ist es doch. Und zwar heißt das, Cloud kann zweimal dasselbe Gegner attackieren und auf der nächsten Stufe kann er sogar viermal machen. Das ist eine äußerst geile und praktische Materia. Hier haben wir nichts weiter. Das war das, was ich hier definitiv noch mitnehmen wollte. Wir können es jetzt auch sofort anwenden auf den anderen Unbekannt. So, zweimal Schlag. Das sparen wir uns, wir rauben erstmal. Das heißt, Cloud kann dasselbe Gegner zweimal attackieren, was eine unglaublich extremst geile Feuerarmband gestohlen. Cool. Was eine unglaublich geile Passivmateria ist. Moment. Wir beleben Cloud mal wieder. Und Sid, du machst jetzt erstmal eine Barriere auf uns alle. Ich glaube, das ist angebracht hier. Cloud, machst zuerst einmal eine Heilung 3 auf uns alle. Und Barrett, du gibst dem Mistvieh jetzt mal so richtig was auf der Washing. So, Kugelhagel. Alter Falter, ist das eine geile Limit-Attacke oder was? Richtig gut. Die gefällt mir extrem gut. Ramuh hatte Level und Ultima hat endliche Level. Ja, geil. Ultima, Moment, gehen wir hier rein. Das heißt in der Beschreibung einfach nur ultimativer Zauberangriff. Na, wenn das nichts ist, oder? Das ist doch geiler Scheiß. Was haben wir es dann? Ultima. Das kann jetzt auch nur noch gemastert werden. Das ist mit Abstand der beste Angriffszauber, den wir hier im Spiel parat haben. Das ist generell bei Final Fantasy so, dass Ultima meistens einfach der beste Zauberspruch ist. Jetzt können wir gleich nochmal speichern. Gang. So, jetzt mag ich aber hier nochmal durch die Gegend rennen, bis ich nochmal wenigstens Endgegner habe, an dem ich es euch zeigen kann. Los, komm schon. Wir rennen jetzt einfach mal dappig im Kreis rum. Ansonsten vergesse ich das wieder im Spielverlauf und das wäre sehr blöd, um ehrlich zu sein, weil ich will euch den Zauber auf jeden Fall abzeigen. Was ist denn das für Teufel? Pudler. Na dann. Und Ultima kostet 130 und betrifft alle Gegner automatisch. Und rotzt ordentlich Schaderei, wie ihr sehen könnt. So. Sid wieder mit seinem Konterangriff. Ach, eine sehr, sehr praktische Materie, die ich wirklich nur jedem von euch ans Herz legen kann. Wenn ihr den Konterangriff irgendwo kriegen, holt's euch unbedingt, beziehungsweise rüstet euch unbedingt damit aus. Es ist es definitiv wert. Und wie ihr seht, Ultima wirkt hier schon wie eine Beschwörung. Also wie eine sehr starke Beschwörung. Und das ist es definitiv wert. So, jetzt speichere ich hier nochmal. Im Gang. Und jetzt möchte ich nochmal bei Bone Village auf Tauchstation gehen. Ich hoffe nur, Emerald Weapon ist nicht vor uns. Okay, das ist schon mal gut. So, dann gehen wir jetzt nämlich hier nochmal hoch. Und nochmal in Richtung Bone Village. Weil bei Bone Village gibt es ein Schlüsselobjekt, was wir auf jeden Fall brauchen. Und zwar ist das der Schlüssel zum alten Volk. Und den hätte ich ganz gern schon im Vorfeld geholt. Und ich glaube, der Gang ist auch relativ schwierig zu finden. Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, wie ich da jetzt am besten hinkomme. Das dürfte... Bone Village ist ja hier in etwa. Jetzt muss ich gerade nochmal hier gucken. Hier kann ich auf Tauchstation gehen. Das ist relativ schwierig zu finden, glaube ich, bis ich den Gang mal entdeckt habe. Da ist nix. Doch, tatsächlich. Doch, da ist er. Da ist er, der Gang. Sehr gut. Ja, das ist relativ schwierig zu finden, muss ich sagen. Das sieht aus wie ein Schlüssel.
Er scheint wirklich sehr alt zu sein. Analyse abgeschlossen. Genaues Ursprungsdatum kann nicht ermittelt werden. Geschätztes Alter mehrere tausend Jahre. Mehrere tausend Jahre. Altes Volk? Schlüsselobjekt. Schlüssel zum alten Volk. Sehr cool. Jetzt haben wir das Ding definitiv auch noch abgestaubt. Abgestaubt. Und als nächstes die Sache, gehen wir nochmal zurück. Ich mag nämlich noch auf Materia-Jagd gehen. Und zwar was Beschwörung angeht, wie ich es ja schon angekündigt habe. Dafür muss ich allerdings jetzt wieder nach Junon zurückkehren, weil ich für die Beschwörungsmateria Alexander wieder auf die Schneefelder zurück muss. Das habe ich do leider verpasst. Ist auch wirklich nicht einfach zu finden. Das muss man auch dazu sagen. Die Materia Alexander ist definitiv nicht einfach zu finden. Darüber habe ich es ja auch mal gehabt, dass Alexander eine Beschwörung mit Heiligmagie ist. Und dass das in Final Fantasy 9 sogar recht wichtige Bestia bzw. essbar ist. So, genug gelabert. Wir wollen Alexander haben. Ich hoffe, ich kann es doch zu dem Zeitpunkt kriegen. Ich bin mir nämlich echt nicht sicher. Da ist Bone Village und da geht's in die Schneefelderei. Moment, das war doch hier. So, kann ich... Ach nö, da kann ich nicht runter. Da kann ich nicht runter mit der Highwind. Verdammt nochmal, aber ich glaube, da hinten war noch ein Grünstreifer. Genau. Sehr schön. Wir machen jetzt mal die Zufallskämpfe aus. Weil ich mag das jetzt nochmal... ohne Probleme haben. Oder warten mal. Ne, Quatsch, da ist auch kein Grünzeug mehr. Da hinten. Obwohl, bevor ich jetzt so durch die Gegend renne und nochmal das Snowboard-Gedöns machen muss, mag ich lieber nochmal so gucken. Also wieder rauf in die Highwind. Und gucken wir nochmal dort drüber, wie es so ausschaut. Das sind die Schneefelder, aber da ist kein Grünareal mehr in der Gegend, wo ich My Highwind parken könnte. Da ist nur der Nordkrater in den... Komisch in 3. Was zum Teufel ist? Das ist vorbeigesaugt wie eine Rakete. Also in den Nordkrater kommen wir so definitiv auch noch nicht. Mist, das heißt auf die Schneefelder kommen wir auch nicht mehr. Was bedeutet, dass wir wieder zurückgehen müssen. Und von dort aus so eine Grünfläche wieder auf die Schneefelder. So ein elender Mist. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich jetzt nochmal das Snowboard-Gedöns machen. Oh, scheiße. Na gut. Wieder die Zittermusik. Mist. Ich hätte mich damals besser informieren sollen. Ich war mir nicht sicher, wo es der Alexander gibt und habe das auch in der Komplettlösung nicht nachgeguckt. Scheiße, jetzt muss ich die Snowboard-Kacke nochmal machen. Oh nee. Ich will einfach nur durchkommen. Komm. War dann das nochmal? Batsch. Batsch. Mist, nicht mal den krieg ich. Ah, Mann. Scheiße. Yay, eine habe ich. Wie war dann das nochmal mit in die Kurve reinhängen? Ach, die Libi-Zeit. Ah, scheiße, jetzt habe ich ja nicht mehr die aktuelle Steuerung im Kopf. Ey, den habe ich auch noch gekriegt. Und... Yay. Sehr cool. Ich werde mich schon wieder irgendwie reif finden und wäre schon irgendwie wieder fast sauer. Aber auf der Endeseite ist ja cool gemacht, dass man das Minispiel immer mal wieder spielen kann. Auf der anderen Seite ist es jetzt, um einfach nur zu den Schneefeldern zu kommen, schon etwas nervig. Vor allem, weil ich in so einem Mist ja auch absolut hundsmiserabel bin. Wie gesagt, deswegen mache ich ja auch keine Sport-Let's Plays oder ähnliches. Ich kack in sowas immer so hundsmiserabel ab. Es gab ja früher auch so, für das Super Nintendo, sage ich, für der N64 gab es ja damals, den habe ich mal gebraucht gekauft über Ebay. Und da gab es dann auch so Sportspiele. In denen Dinge habe ich schon absolut versagt. Deswegen, sowas ist überhaupt nicht meins. Mal abgesehen davon, dass ich den Reiz davon auch nicht wirklich verstehe von solchen Sportspielen. Weil man so ja einfach nur, ich würde mal sagen, kleine Passage spielt und nur kleine Matches gegeneinander oder gegen Freunde spielt. Von daher verstehe ich den Reiz auch irgendwie nicht so großartig. Und hopp, Mist.
Ich kann es schon verstehen, dass das lustig sein kann, wenn man das mit Freunden spielt. Aber auf Dauer wäre das auch einfach nichts für mich, wenn man einfach nur irgendwelche Sportmatches mit Freunden spielt. Naja. Aber jedem seins. Dafür gibt es ja die Spielebranche, damit jeder zocken kann, worauf er Bock hat. So, wird das gemacht? Okay. Ich glaube, ich habe ein paar mehr Ballons gekriegt. Und ich denke, das ist auch irgendwie unmöglich für Leute, jeden Ballon hier abzustauben. Es würde mich mal interessieren, ob es irgendeiner hier gekriegt hat. Bisher habe ich da einfach nicht nachgeguckt, weil ich jetzt damit gerechnet habe, dass ich das machen muss. Oh, die springen sogar, die Schokobo-Schneemenschen. Schokobo-Schneetiere. Eieieiei. Ui, der Große. Ei, der Daus. Ich will hier nur raus. Ich will doch nur raus hier. Will auf die Schneefelder gehen. Will Bahamut, nee Quatsch, will Alexander mir stehlen. Uiuiui. Uah. Und der Felsbrocke umgerobbt, wie sie das kehrt. Na los. Steht als Sache, ihr liebe Leid, die Episode wird halt ein bisschen länger, damit ich das Optionale hier auch noch machen kann. Und jetzt gehen wir mal links rum. Ups. Und wie geht's weiter? Ich glaube, du warst letztes Mal auch nicht drin, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Zack. Dieses Klingegeräusch war sehr beruhigend. Cloud hat sich nur an der Kristalle geschnitten. Alles in Ordnung, hängt noch irgendwie alles dran an einem. Zack. Der hat ihn wenigstens halt auf die Fresse gelegt. Und jetzt hoffentlich bitte nur das ewige Weiß. Quatsch. Na also. Gut, jetzt sind wir wieder auf der Zitterfelder. Uff. Ich lasse hier auch mal die Kämpfe aus. Als erstes muss ich zu der... Ja, mir hätten es irgendwie gepackt. Geht's alles soweit gut? Natürlich. Ich bin einfach zu alt, verdammt. Alla, wo sind wir gelandet? Wir sind ziemlich weit kupst. Was ist denn das? Ja, das kennen wir doch schon alles. Na alla, jetzt schalten wir aber hier mal die Zufallskämpfe aus. Als erstes muss ich, soweit ich weiß, zu der Hesequelle gehen. Wenn ich das noch so genau wisst. Ich habe es jetzt auch nur grob recherchiert, um ehrlich zu sein. Weil ich wollte dann auch nochmal selber gucken bei sowas. Ich halte mich da ungern strikt an irgendwelche Anweisungen. Als erstes müssen wir die heiße Quelle finden. Ich habe da auch nur YouTube-Videos dazu gesehen. Und habe mich da nur grob orientiert. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht ganz genau. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwo weit links hier im Gebiet. Das Gebiet habe ich hier sowieso so geliebt. Die Schneefelder sind definitiv nicht mein bevorzugtes Gebiet. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach zu viel Rumgerenne. Es ist zu wenig Orientierung mit dabei. Und ich finde mich hier auch sehr schwer zurecht, muss ich gestehen. Moment. Ich weiß es echt nicht genau. Vor allem, weil die Karte auch wirklich original nichts bringt. Wenn ihr euch das mal so angucken, da steht ja eine Sie sind hier oder so. Sodass ich auch null Orientierung in dem Ding habe. Ich kann es echt nicht sagen. Das wird jetzt lustiges Herumgerenner. Aber irgendwie werden wir schon hinkriegen, denke ich. Also das erste ist definitiv die heiße Quelle. Und dann muss ich zu den Schneefelder in die Höhle, wieder in die Mitte. Und dann muss ich weiter rechts im Gebiet gehen. Sodass ich auf eine Hex stoße. Und gegen die Hex muss ich kämpfen. Ah, das sind sie. Das dürften sie sein, oder? Kann ich... Nee, doch nicht. Moment. Der Baum. Das ist doch ein Erhaltspunkt, oder? Ja, der Baum ist ein Erhaltspunkt tatsächlich. Da müsste ich dann links hoch Richtung Schneehöhle gehen. Aber uno momento, por favor. Ich glaube, das ist dann doch hier das Gebiet noch. Moment. Da geht's wieder in Schneefelder rein. Und hier drüber, wie sieht's du aus? Ich tue mir unglaublich schwer, mich bei sowas zu
Moment mal, da ist aber auch noch was wir einsammeln können, wo ich vorher nicht gesehen habe. Gemütskapsel. Ist das noch eine Materie? Es leuchtet grün auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist keine Materie, sondern es leuchtet einfach nur grün. Ich mag trotzdem irgendwie nochmal in die Nähe hier gehen von dem Ding. Nee, das löst auch nichts aus. Gemütskapsel habe ich jetzt zwar noch gefunden, okay. Na gut, das habe ich zumindest noch hier gefunden. Und weiter geht's. Aber mehr als eine halbe Stunde, die ich jetzt auch nicht mache bei der Episode, weil allzu lang mag ich dann auch nicht im Schnee rumstolpern. Warte mal. Da kann ich jetzt nicht reingehen, oder? Nee, da macht er nichts. Dann ist es wahrscheinlich doch die Gegend hier, wo ich weitergehen muss. Noch Owe bringt uns auch nichts. Da muss ich dann hier rum. Gucken wir gerade nochmal auf die Karte drauf. Mag er nicht? Magst du nicht auf die Karte gucken, Wolk? Böser Junge. Nee, er mag nicht auf die Karte gucken. Egal wie oft ich Viereck drücke, er will es einfach nicht. Das ist so ein ganz harter Hund. So ein richtiger Mann. Der guckt nicht auf Karte. Moment. Ewe guckt dann doch mal auf die Karte. Okay. Das ist auch so schlecht ausgeschildert, das Ganze. Es ist so schlecht ausgeschildert. Also ich tue mir mit sowas unglaublich schwierig. Oh, Ewe bricht da zusammen. Oh, okay. Das war jetzt nicht so gut. Jetzt sind wir da in der Hütte gelandet. Speicherpunkt mag ich erstmal nicht. Na gut, wenn uns der Kerl hier zusammenklappt, gehen wir nochmal so rein. Scheiße. Gerade nochmal gucken. Nee, ich muss zuerst die heiße Quelle finden. Das bringt nichts. Wie komme ich hier überhaupt wieder raus dann, wenn es fertig ist? Das ist die Frucht danach wieder. Wie komme ich dann auch wieder hoch zum Schneedorf? Da habe ich mich wieder in was reingerissen. Mann. Da habe ich mich jetzt echt wieder in ein Gebiet reingeworfen, wo ich wahrscheinlich ums Verrecken nicht mehr rauskomme. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Man weiß es nicht. Scheiße. Ich glaube, das ist ein Gebiet, in was ich nicht hätte zurückgehen dürfen. Ah, da sind die heiße Quelle. Da sind sie doch. Das sind sie. Da muss ich jetzt hingehen. Da haben wir's. Das ist die einzige Stelle, die nicht gefroren ist. Berühr sie. Heiße Quelle. So, das musste ich als erstes machen. Jetzt muss ich hier wieder zurückgehen. Haben wir es doch noch irgendwie gepackt. Dann hoch. Richtung Schneefelder. So, da wieder durch. Und dann müssten wir wieder bei dem anderen Gebiet landen, wo wir eigentlich hier sollten. So. Jetzt muss ich geradeaus weitergehen, bis ich wieder diese Höhle in der Mitte finde. Genau die hier. Und dann... Moment, muss ich hier nicht noch irgendwas triggern oder so? Gerade mal gucken. Nee, getriggert wird hier nichts. Ich glaube, das ist einfach nur unser Orientierungspunkt. Und von dort aus geht es, glaube ich, in die Richtung weiter. Sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Aber ich gehe, glaube ich, jetzt mal in die Richtung weiter. Es dürfte in der Richtung sein. Einfach nur dem Pfad hier folge. Und wo landen wir dann jetzt? Ist das Gebiet, wo wir hier gehören? Könnte es sein, ja? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Geht's jetzt hier zu einer Höhle? Ich müsste zu irgendeiner Höhle gelangen. Wenn wir zu einer Höhle gelangen, sind wir auf jeden Fall... Ja, wir sind hier richtig. Genau, da wollen wir hier. Genau, da wollen wir hier. Da ist er, ach, die Hex. Oh, du hast vielleicht Nerven, mich mit der gleichen schmutzige Hände berühren zu wollen, die die dreckige heiße Quelle angefasst hat. Das werde ich dir nie verzeihen. Und darauf werden wir mit dem Bosskampf belohnt gegen Schnee. Du weißt gar nichts, John Schnee. Und jetzt bist du tot. So.
Das war relativ klar, der Kampf. Warum? Du lässt so was fallen. Materia Alexander. Haben wir noch kleinere Dinger. Ramu ist jetzt auch nicht gerade so prickelnd, dass wir es bräuchten. Odin. Ja, Odin brauchen wir eigentlich auch nicht so unbedingt. Deswegen würde ich sagen, Odin wird ersetzt durch Alexander. Beschwört Alexander. Komm rein mit dir. Und was macht Alexander? Gerade mal gucken, ob das wirklich so betitelt wird. Heiliger Zauber auf alle Gegner. Genau. Wie ich schon gesagt habe, Alexander ist Heiligmagie. Okay, jetzt müssen wir einfach nur noch wieder zurückkommen. Jetzt müssen wir nur irgendwie wieder zurückkommen. Moment, das war die Höhle von der Hexe. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie es da wirklich zurückgeht und ob wir da wieder zurückkehren können. Richtung Schneedorf. Das wird sich noch zeigen, ob man das hier kriegen. Gerade mal auf die Karte gucken. Die Höhle. Ich glaube, das war die Höhle rechts. Das heißt, wir müssen weiter nach links gehen, bis wir wieder zu dem ursprünglichen kommen. Und von dort aus könnten wir wieder rausgehen auf die Weltkarte. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das hier kriegen. So. Wäre doch gelacht, wenn man das nicht auch hier kriegt. Und das Spiel muss ja auch so konzipiert sein, dass man das ja auch hier kriegt. Ansonsten wird man ja nicht die ganze Zeit in der Gegend rumstolpern und käme ja nie wieder aus dem Gebiet raus. Okay, mir hätten sie ja auch schon mal gepackt, als ich durch die Schneefelder das erste Mal geirrt bin, dass ich wieder bei der Weltkarte gelandet bin. Und das könnte ich doch auch jetzt das mal hinkriegen, nämlich einfach irgendwo hier rennen, wo ich gerade Bock drauf habe. Das sieht doch auch wieder ganz gut aus soweit. Mal schauen, ob wir das jetzt noch gebacken kriegen. So. Würde mich sehr freuen auf jeden Fall, aber die Materia Alexander haben wir jetzt auch noch abgestartet mit so einem winziger Mini-Boss-Fight. Ja, das ist es doch. Das ist es doch. Ice Gate. Top of the Mountain. Sehr schön. Wir sind jetzt hier wieder draußen gelandet. Das heißt, wir können von hier aus die Schneepiste wieder hochlatschen und können wieder zum Schneedorf. Ja, sehr, sehr gut. Geiler Scheiß. Hui. Also das hat doch super geklappt. Das hat doch sehr, sehr gut geklappt. Und ich stehe Sache. Wir gehen nochmal zurück zu einer anderen Stadt, wo ich dann meinen Cut setze für die heutige Episode. Und machen nächste Episode noch eine optionale Beschwörungsmaterie. Und zwar geht es um Leviathan in der nächsten Episode. So viel kann ich schon mal verraten. Leviathan ist eine Wasserbeschwörungsmaterie. Und Wutai hatten wir ja schon mit der Leviathan-Schuppe und wir haben ja auch schon mal erfahren, dass denn ihr Meergott ach sowas sein könnte, ne? Dass es auch so eine Seeschlange ist, die Wutai beschützt. Und um die Beschwörungsmaterie der Leviathan, und dann geht's uns. Und zwar in der nächsten Episode von Let's Play Final Fantasy Silver auf Pelzig. Aber, so viel kann ich auch schon mal verraten, da Wutai doch so ein bisschen rassistisch ist, darf hier nur ebenfalls asiatische Frau kämpfen. Und wir nur haben asiatische Frau, der nächste asiatische Mann in unserer Runde. Also machen wir das mit der Yuffie im nächsten Teil. Und wir sehen uns dann morgen wieder, ihr liebe Leute. Also machen's gut und bis morgen dann, wenn wir uns der Leviathan schnappen. Iron Yankee.